Hallo, in diesem Video sprechen Ushua Biurarena und ich, Irati Barra, über die SDGs und das Grüne Band. Zuerst eine kurze Zusammenfassung des Inhalts des Buches Das Grüne Band. Die Geschichte spielt im 2017 Sommer in Göttingen und an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Außerdem sprechen sie aus der Zeit, als Deutschland geteilt war, von 1945 bis 1989. Die Hauptfiguren sind Claire, sie ist 18 Jahre alt, eine Kanadierin aus Quebec, die in Göttingen einen Sprachkurs besucht. Thomas, 76 Jahre alt, Claires Großonkel. Er hat viele Jahre beim Bundesgrenzschutz gearbeitet. Laurent, er ist Claires Vater, der sie begleitet. Und die Mitschüler sind Alexis, Miguel und Jonah. Die deutsche Geschichte von 1945 bis heute, wie der Bereinigung und der Fall der Mauer. Aus Welten ist das Grüne Band wichtig, weil es ein Projekt zum Schutz der Natur ist. Wir wählen SDG 15, Leben an Land. Ziel 15 will die Natur an Land schützen. Das bedeutet, Wälder, Tiere und Pflanzen zu schützen. Auch kaputte Gebiete sollen weiter verbessert werden. Wir sollten die Wälder verantwortungsvoll nutzen, die Ausbreitung von Wüsten stoppen und den Boden schützen. Außerdem ist es wichtig, dass keine Tier- und Pflanzenarten verschwinden. Deshalb haben wir dieses SDG ausgewählt. Hier sind 4 relevante Textstellen. Textstelle 1. Zitat. Hier wurde Gift gespritzt. Hier sollte nicht wachsen. Leben hatte keine Chance. Kontext. Thomas beschreibt die Grenze mitten in Deutschland. Todesstreifen. SDG-Aspekt. Das Land wurde zerstört und die Pflanzen mit Chemikalien ausgerottet. Das Problem war die militärische Sicherheit. Die Natur wurde geflissentlich zerstört, damit die Grenzsoldaten alles gut sehen konnten. Zweite Textstelle. Zitat. Das Gebiet entwickelte sich zum sicheren Platz für bedrohte Tiere und Pflanzen. Mehr als 1200 seltene Tier- und Pflanzenarten existieren jetzt auf den früheren Grenzstreifen. Kontext. Thomas erklärt, warum die 1400 Kilometer lange alte Grenze heute wichtig für die Natur ist. SDG-Aspekt: Schutz von Tieren und Pflanzen und Erhalt der biologischen Vielfalt. Die Lösung war, dass das frühere Sperrgebiet zu einem Naturgebiet gemacht wurde, in dem Tiere und Pflanzen geschützt sind. Dritte Textstelle. Zitat. Der alte Bunker ist unter dem Gas kaum noch zu erkennen. Der ehemalige Grenzzaun ist zerfallen und verschwindet langsam. Kontext: Lexis und Miguel sehen, wie die Natur den alten Bunker eignet. SDG-Aspekt: Die Natur erholt sich und die Landökosysteme restaurieren. Die Lösung passiert von allein. Ohne Menschen erholt sich die Natur langsam. Vierte Textstelle. Zitat. Umweltschützer und Forster kümmern sich nun um dieses Gebiet. Kontext. Thomas sagt, dass das Gebiet nicht allein bleibt, sondern von Fachleuten betreut wird. SDG-Aspekt: Schutz und Erhaltung der Natur, um das natürliche Gleichgewicht des Ökosystems wiederherzustellen. Die Menschen unterstützen die Natur mit ihrem Wissen und stellen wieder heraus, was in der Vergangenheit zerstört wurde.
Das Buch zeigt, die Natur kann sich erholen, aber sie braucht Schutz. Auch in Spanien gibt es Probleme: Waldbrände, Umweltverschmutzung und weniger Tiere und Pflanzen. Im Baskenland sind Wälder, Berge und Küsten sehr wichtig. Es gibt auch gute Projekte, zum Beispiel Nationalparks und neue Wälder. SDG 15 ist verbunden mit anderen Zielen: SDG 13 Klimaschutz, SDG 11 nachhaltige Städte, SDG 6 sauberes Wasser, SDG 4 Bildung. Wir denken, dass SDG 15 sehr wichtig ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch in unserer Region. Die Natur muss geschützt werden, damit Menschen und Tiere gut leben können. Das grüne Band zeigt, dass Menschen Fehler aus der Vergangenheit verbessern können, wenn sie Verantwortung übernehmen.